off the disciples. Was denen Glauben und Kraft in ihren Herzen gibt, als Maria das sagt. Because they were skeptical at first, you know. Die waren unsicher, die haben zuerst nicht so richtig gewusst. But when the mother said, whatever he tells you to do it, Aber als die Mutter sagte, was immer er euch sagt, tut es, she endorsed her ministry to the disciples. She validated her ministry. His ministry, excuse me. She made his ministry become authentic. Oh man, ja, find a word. Yeah. In dem Moment, als sie denen sagte, die sollen einfach tun, was Jesus sagt, in dem Moment hat sie Jesus Aufgaben offenbart und freigegeben praktisch, hat ihren Stempel drauf gemacht und gesagt, das ist Jesus, auf den hört ihr, macht was er sagt und fertig. Because let me tell you, it's the Holy Spirit that chose the woman. Denn es war der Heilige Geist, der die Frau ausgewählt hat. For you to pass through. It's the Holy Spirit that chose your mother and father. Es ist der Heilige Geist, der deine Mutter und deinen Vater ausgewählt hat. Whether they didn't want you at the moment, Auch wenn die dich in diesem Moment nicht wollten or they wanted you. oder wollten. Because sometimes mistakes happen. Weil manchmal passieren Unfälle. Oh, I wasn't ready for this. Oh, ich war noch nicht so weit dafür. The Holy Spirit chose the womb. Aber der Heilige Geist hat die Frau gewählt. Hallelujah. And not only that, the Holy Spirit chose your parents. Let me say you adopted, right? The Holy Spirit chose your parents. Der Heilige Geist hat deine Eltern auserwählt. Honor them. Respect them. Respektiere sie. Don't think their consent is not their approval. It's not necessary. Glaub nicht, dass denen ihr Wort nichts bedeutet oder nicht wichtig wäre. Because you'll be making a big mistake. Du würdest dann einen großen Fehler machen. And a lot of people make this mistake. Und viele Leute machen diesen Fehler. They talk about their parents. They call their parents' name. Die reden schlecht über ihre Eltern, die geben ihren Eltern schlechten Namen. I don't want to hear his name. Oh, ich will nicht mal seinen Namen hören. I don't want to hear her name. Ich will ihren Namen nicht hören. Why? Warum? Oh, you were not there when I was being raised. Oh, du warst nicht da, als die versucht haben, mich zu erziehen. I heard somebody say, she used to hit me with a spoon. Ich habe schon mal jemanden sagen hören, der hat früher mich immer mit einem Löffel gehauen. So I told him, I said, okay, oh, that's all? Und dann habe ich gesagt, das ist alles. You want me to start counting the scars on my body? Soll ich anfangen, meine Narben zu zählen? You see this right here? Die Narbe da in seinem Gesicht? Not my mother, my stepmother. Nicht die Mutter, aber die Stiefmutter. She said, I'm going to leave a permanent mark on you. Sie hat zu ihm gesagt, ich werde ein bleibendes Mal an dir lassen. She did. Und das hat sie gemacht. She took a spoon. Sie hat einen Löffel genommen. Metal spoon. No, I'm not talking a plastic spoon now. Aus Metall. And she didn't even aim. Sie hat nicht mal gezielt. She sent it straight for the face. Und sie hat direkt aufs Gesicht. Inches from my eye. Zentimeter weg von den Augen getroffen. And that was it. Permanent mark. Und das war's. Eine bleibende Narbe. But we're still buddies. Not buddies, but we still talk today. Aber wir reden immer noch miteinander. Why? Warum? Because the Holy Spirit chose her. Weil der Heilige Geist sie auserwählt hat. For me to get my training from. Um ihn zu erziehen. Now I'm not saying that's right. Er sagt nicht, das ist richtig. But a lot of people say, no, I'm not talking to her. Aber viele Leute sagen, oh, ich rede nicht mehr mit ihr. You were not there in the house. Du warst nicht da damals im Haus. You were not there. Du warst nicht da, du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. When they were beating me with a belt. Als sie mich geschlagen haben mit dem Gürtel. You see, Jesus was there. Aber Jesus war da. Now, even if you felt like you were neglected, auch wenn du das Gefühl hattest, du wurdest schlecht behandelt, Jesus was there. Jesus war da. And it's because Jesus was there und weil Jesus da war, that you made it. hast du es geschafft. Now,
there's a very popular woman of God. Es gibt eine sehr bekannte Frau Gottes, Who was abused by her father die von ihrem Vater misshandelt wurde, sexually. sexuell. I'm not talking of stepfather, Ich rede nicht von ihrem Stiefvater, biological father, von ihrem biologischen Vater, Joyce Smart. Joyce Miles. But she forgave him. Aber sie hat ihm vergeben. She said her normal was she was always cranky, Sie war immer schlecht gelaunt, always mad. immer sauer, immer voll Wut. But when the Holy Spirit got a hold of her life, Aber als der Heilige Geist in ihr Leben kam und die Macht übernahm, it turned her life around. hat es ihr komplettes Leben verändert. There's one, I was listening to her one time, she said, she started speaking. You see, when the enemy starts talking to you, don't shut up. Weißt, wenn der Feind anfängt mit dir zu reden, sei nicht still, sei nicht ruhig. God gave you a mouth, right? Gott hat dir einen Mund gegeben, richtig? When Satan starts condemning you, when Satan starts to condemn you, say you're no good, Wenn Satan anfängt dir zu sagen, du wärst nicht gut genug, talk back. Widerspreche. You see, she said, the thoughts will come, oh, you're good for nothing. Die Gedanken, die werden von ganz alleine kommen, aber du bist für nichts gut genug. And she will hold on to the word of God Und sie hätte dann an dem Wort Gottes and festgehalten start sending bomb back at the enemy. und würde es zurück auf den Feind werfen. So Satan, no matter what you think of me, I am accepted by God. Und egal was Satan zu ihr gesagt hat, hat sie gesagt, Satan, egal was du von mir hältst, was du mir in den Kopf tun willst, Gott akzeptiert mich so, wie ich bin. Satan, I'm good Satan, ich bin gut, because God says I'm good. weil Gott sagt, ich bin gut. I'm wanted on this earth. Ich bin gewollt auf dieser Erde. And she started saying those things. Und sie hat angefangen, das zu sagen, immer und immer wieder. The interesting thing, Sister Rena, is that she did not even believe it when she started saying it. Als sie angefangen hat, das zu sagen, hat sie es immer selbst geglaubt, aber sie hat es weiterhin gesagt. But as she said it, Beim immer wieder sagen, she started believing it. hat sie angefangen, es zu glauben. As she continued saying it, Immer wieder hat sie es gesagt she started believing it. und umso mehr hat sie es geglaubt. Same way with you. Genauso mit dir. Don't allow Satan to condemn you. Lass nicht zu, dass Satan dich schlecht macht. As he says it to you, So wie er es zu dir sagt, counter it. Say the word of God. widerspreche mit dem Wort Gottes. You see, let me tell you, the demons we're dealing with here, Die Dämonen, mit denen wir hier zu kämpfen haben, they are the same demons that Isaac, Abraham, Jacob, all these great patriarchs dealt with. das sind dieselben Dämonen, mit denen Isaac und Abraham und alle anderen zu kämpfen hatten. Nothing new. Nichts Neues. They're the same demons. Es sind dieselben Dämonen. They have the same tactics. Sie haben dieselbe Taktik. Amen? Hallelujah? So, whatever he says, do it. Also egal was er sagt, So, was du tun sollst, tu es. you know, I always ask this question. I say, who did the homework? Ich frage immer diese Frage, wer hat die Hausaufgaben gemacht? And I get a response. Und er kriegt eine Antwort. But you know why some people don't do it? Aber weißt du, warum manche Leute es nicht machen? Because you don't have the conviction that the Holy Spirit really is talking to you. Weil du nicht die Überzeugung hast, dass der Heilige Geist wirklich mit dir redet. If you really have the conviction that the Holy Spirit is the one talking to you through the pastor, Wenn du wirklich die Überzeugung hättest, dass der Heilige Geist durch den Pastor mit dir spricht, that the Holy Spirit is the one that said, do it just like he, okay, let's say it another way. With the same effect that he said, let there be light, is the same effect he's saying to you, do the homework. die Art und Weise, wie er sagt, es werde Licht, ist genau dieselbe Art und Weise, wie er sagt, mach deine Hausaufgabe. So I'm telling you, when you leave today, Also sag ich dir, wenn du heute gehst, go do the homework. geh und mach deine Hausaufgaben. Amen? God loves his word. Gott liebt sein Wort. God loves his word. He loves conversations. Gott liebt auch Konversationen.
God loves His word so much, He called Himself the Word. Gott liebt das Wort so sehr, hat sich selbst das Wort genannt. You know Jesus is called the Word? Weißt du, dass Jesus auch das Wort genannt As you wird? read this word, you become like Jesus. Während du dieses Wort liest, wirst du wie Jesus. So when we go home, Also wenn wir nach Hause gehen, go do it. geh und mach deine Hausaufgaben. I want to ask you a question. Who here does not have a vision yet? Ich möchte noch eine Frage stellen. Wer von euch hier hat noch keine Vision? Okay, who has a vision? Wer hat eine Vision? That you've written since the start of the year, that you've written down on a piece of paper or book, you've written down. Die du aufgeschrieben hattest zu Beginn des Jahres, eine Vision, die du aufgeschrieben hast. So if you don't have a vision, Wenn du keine Vision hast and God has said He's taking us places this year, und Gott hat gesagt, er bringt uns an Orte dieses Jahr, this is the time. das ist die Zeit. You see that in your notebook? Siehst du deinen Laptop? Start writing in it. Schreib rein. Things you want to accomplish this year. Dinge, wanna do die du dieses Jahr erreichen möchtest, schreib sie auf. Amen? Because whatever He says, do it. Weil egal was er sagt, was du tun sollst, tu es. When He says, get up in the morning and pray, Wenn er sagt, ich stehe morgens auf und bete, He means just that. dann meint er genau das. When He says, have family devotion, Wenn er sagt, hab family prayer, wenn Gott sagt, bete mit deiner Familie zusammen, He means just that. meint er genau das. No, He wasn't suggesting. Er hat nicht vorgeschlagen. Oh, most times we think, oh, God is just, God is suggesting this. Manchmal denken wir, ja, Gott schlägt mir das so ein bisschen vor, ne? When He says, go out and talk to the lost, the people that don't know Jesus, Wenn er sagt, geh nach draußen und sprich zu den Leuten, die verloren sind, Jesus means exactly that. meint Jesus genau das. When He says, respect your parents, Wenn er sagt, respektiere deine Eltern, He means that. meint er genau das. No, He's not saying, oh, when you're happy, you can obey them when you're happy. Er sagt nicht, wenn es dir gut geht, wenn du happy bist, kannst du No. auf die hören. Nein. It's a command. Das ist ein Befehl. It says, honor them. Das heißt, ehre deine Eltern. What is honor? Was ist Ehre? Put them above your needs. Du tust sie über deine eigenen Wünsche. Respect them. Du respektierst sie. Talk nice to them. Du redest nett mit ihnen. Hallelujah. Hallelujah. This must be hitting home. I see everybody quiet. Das muss irgendwo eingeschlagen haben. Ich sehe jeden ruhig. Well, I'm not going to back up. Ich werde aber nicht zurückgehen. This is the word of God. Das ist das Wort Gottes. It's God's word. Das ist das Wort Gottes. It's got to come out. Es muss raus. When He says do it, Wenn er sagt, tu es, do it. tu es. Not only did the disciples see lots of wine, not only did the disciples see the miracle, the wine, Nicht nur die Disciples sehen den Wein, but today aber heute, they're with Jesus in glory. They're with Jesus in heaven. die sind mit Jesus im Himmel. There are some 70 of them. There were some 70 of them Das waren die 70, that said, when Jesus said, you have to eat my flesh. als Jesus sagte, du musst mein Fleisch essen. They said, no, this is too hard. Die sagten, nee, das ist zu falsch, das ist zu hart. They left. Die sind gegangen. But these 12, Aber diese 12, oh well, minus one, Judas. minus einen Judas, They stuck with the vision. hielten an der Vision fest. So whatever God says to you, Also egal, was Gott zu dir sagt, do it. tu es. Don't say it's too hard. Sag nicht, es ist zu hart. Don't say prayer is too hard. Sag nicht, beten ist zu hart. Don't say reading my Bible, that's my weakness. Sag nicht, in der Bibel lesen, das ist meine Schwäche. Because as you keep on saying that, Weil indem du das weiterhin sagst, you're establishing something. machst du es You're making it become true. wahr. Amen? Hallelujah. Are we ready to go home? Amen. Amen? Amen. Hallelujah.